Ja, wir haben natürlich auch wieder ein bisschen im Netz gestöbert, was denn gerade so abgeht. Und es ist ein Riesenstreit bei Twitter schon wieder zwischen, man kann es schon fast erraten, die beiden Streithähne Dagi B und Unge. Wir haben einen Tweet mal wieder. Ein Tweet. Also ein, Beef bei Twitter. So nämlich, ja. Das erste Mal, als ich diesen Begriff gehört habe, ging es nämlich tatsächlich um die beiden. Das war vor einem Monat. Genau. Da sind die schon mal aneinander geraten. Und zwar hat sich ja Dagi B von ihrem Freund getrennt, von ihrem Ex-Freund jetzt. Und da hat sich Unge so ein bisschen drüber lustig gemacht und meinte, dass sie halt schon mega lange auseinander wären und dass alles gefaked ist und so, ja. Ja, und er hat das gepostet. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das okay? Macht man das unter Kollegen? Hetzt man unter Kollegen oder hält man so ein bisschen die professionelle Stellung? Also eigentlich finde ich es als Typ ein bisschen so mädchenhaft, ne? So ein bisschen zickig. Ich finde, wenn zwei Mädels sich so ankeifen im Netz, finde ich es okay. Als Typ finde ich es ein bisschen, ja, muss nicht sein. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, Unge ist in eine neue Wohnung gezogen, hat jetzt neues Internet und zwar ziemlich schnelles Internet. Deswegen hat er gepostet, yes, oh mein Gott, kurz die Dagi B rauslassen. Also er hat irgendwie 5000 Smileys dahinter gepackt, macht sich also mega über Dagi lustig. Dann hat er als nächsten Post... Ich will mal ganz kurz unterbrechen. Ich habe nämlich das Gefühl, wir haben eine Sache vergessen. Nur für die Leute, die Dagi B und Unge nicht kennen. Du warst ja so schnell in diesem Thema drin. Also, da sind doch alle drin. Da sind alle mega drin. Also Dagi B ist eine der größten YouTuberinnen in Deutschland im Thema Styling, Mode. Schminken vor allem. Schminken vor allem, also mit Dutzenden Fans auf YouTube. Ich glaube, es geht über die Millionengrenze. Ja. Ich glaube, über 2 Millionen Fans. Und Simon Unge ist auch ein YouTuber, der vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er aus dem großen Mediakraft-Konzern, wo die ganzen YouTuber drin sind, ausgetreten ist. Und er ist vor allem bekannt als Zocker, glaube ich. Ja, ursprünglich. Genau. Also es gibt verschiedene Computerspiele, unter anderem Minecraft. Und darüber ist er ursprünglich bekannt geworden und hat in letzter Zeit sich auch über coole Aktionen profiliert. Also er war in Amazonas, hat dort für die WWF ein Video aufgenommen und Gelder gesammelt, also hat seine Reichweite genutzt. Nur noch mal ganz kurz vorab. Genau, also eigentlich liegen beide nicht auf einer Wellenlänge. Die eine, so sag ich mal, Schminktussi, der andere hier engagiert sich im Urwald und macht da irgendwie was für die Natur. Oder Zocker. Oder Zocker, genau. Auf jeden Fall hat er jetzt Dagi B so ein bisschen angegriffen und hat dann sogar von ihren Fans Morddrohungen bekommen. Das muss man sich mal reinziehen. Er hat nämlich dann gepostet, hallo Polizei, ich bekomme Morddrohungen von Bienchen. Sie glauben mir nicht? Hallo Bienchen, das ist kein Scherz, mein Leben ist in Gefahr. Also mit den Bienchen meint er ihre Anhängerin quasi und er wendet sich dann auch persönlich an sie und sagt, hallo Bienchen, hier kein Scheiß, ne? Mein Leben ist in Gefahr, also vielleicht. Also die Anhänger, die Fans von Dagi B, die ganzen Follower, die sie da hat, die ganzen Mädels und Jungs, also größtenteils wahrscheinlich Mädchen, die sie da vergöttern, greifen jetzt Unge an. Die halt auf Twitter, witzig, auf Twitter und oder rufen ihn tatsächlich an. Ja, aber Unge hat eine Lösung. Okay. Und zwar hat er einen Bienenschutzanzug, ein Foto, genau, wir sehen, hat sich in einem Bienenanzug hier fotografieren lassen oder das so fertig gemacht und hat jetzt die optimale Lösung, wie er sich vor den fiesen Bienchen, die von Dagi B kommen, quasi schützt. Ich finde es auch mega witzig, finde ich witzig, ja. Man merkt, die haben eine ganze Menge zu tun am Tag. Ja, das stimmt. Aber er hat sich jetzt entschuldigt quasi. Also er hat jetzt, der letzte Post war jetzt ernst gemeinte Worte zu Dagi Beef, wie er das nennt. Das Tweef-Beil ist begraben. Genau, es ist jetzt, er sagt quasi, dass, ja, wer dieses Geärgere von ihm auf Twitter nicht so, man soll es einfach nicht so ernst nehmen. Er stichelt halt gerne, es tut ihm leicht und er möchte auch keinen mit seinen Tweets beleidigen. Ja, und er will das Thema jetzt tatsächlich abschließen. Also wir hoffen, ich bin mal gespannt, ob ihm nicht doch wieder was rausrutscht, keine Ahnung. Wir sind gespannt, ob es da nochmal einen Streit gibt auf Twitter oder wie das in der Realität begegnen. Ich fände es ja geil, wenn wir sie einmal hier beide im Studio hätten. Ja. So das Duell oder irgendwie sowas Krasses. Also wenn ihr schon mal ein Duell online hattet, schreibt der lieben Judy, wie das geendet ist, wie es dann aussah, wenn ihr in der Realität plötzlich der Person begegnet seid, ob ihr dann entsprechend euch mit Tweets nur bekämpft habt und dann war alles Friede, Freude, Eierkuchen oder es dann noch heiß herging. Ich meine, meistens ist man so klein mit Hut, ne? Wenn man dann wirklich auf die Person trifft. Wenn es in die Realität geht. Wahnsinn.